SRF Audio. Heute früh, so kurz vor 6:30 in Bern auf dem Velo. Sommerregen auf deiner Haut, träumst vom Winter unterm Blau. Sag, spürst du das auch? Regen setzt ein, die Frisur hält und ich feiere die Abkühlung. Wie gefühlt alle, an denen ich vorbeifahre. Sommerregen auf deiner Haut, sag, spürst du das auch? Denn, ja, in den letzten Tagen haben viele gelitten. Ich merke, ich bin nicht so fit wie sonst. Ja. Ich habe Kopfweh, es ist mir schwindelig und es ist mir einfach jetzt zu viel. Nein, also ich habe es eigentlich gern warm. Schlafen schlechter. Leiden ist ein bisschen viel, aber angenehm ist es mir sicher nicht. Ich kann mit fast allen mitfühlen. Einerseits hatte ich Kopfweh, war so ein bisschen lahm. Einige würden sagen, so eine Spur gereizt. Gleichzeitig aber liebe ich Wärme. Aber ja, auf jeden Fall war es schwierig und das wird es bleiben. Die nächsten Jahre könnte es nämlich noch heißer werden. Was also tun gegen diese Hitzewellen? Können wir da was tun und tut die Schweiz das Richtige? Das sagen wir euch bei News Plus. Heute mit mir Susanne Stöckel. Heute noch. Ich habe ja nicht schlecht gestaunt, als ich in den Nachrichten am Wochenende gesehen habe, wie der Winterdienst in Deutschland über die Straßen fährt. Genau, Winterdienst. Den hat man nämlich kurzerhand zur Hilfe geholt, damit er den Straßenbelag bewässert, damit der wegen der Hitze nicht aufsprengt, ein sogenannter Blow-up. Sowas gab's an anderen Orten, auch bei uns in der Schweiz. Beispielsweise in der Ostschweiz auf der A3 bei Quarten. Da ist am Freitag die Betonfahrbahn regelrecht aufgerissen. Die Überholspur musste dann gesperrt werden und die beschädigte Stelle provisorisch mit Asphalt aufgefüllt werden. Das sei laut verschiedenen Medien bereits der 3. Vorfall innerhalb eines Monats in der Ostschweiz. Ja, kein Wunder bei diesen Temperaturen. Man kann hier schon von einer Rekordhitzewelle sprechen, sagt Roman Brogli von SRF Meteo. Wir hatten ja wirklich viele Temperaturrekorde. Einerseits für den Juni, da hat es im Flachland wirklich an ganz, ganz vielen Stationen einen neuen Rekord gegeben. Und es gab sogar an einigen Orten einen neuen absoluten Temperaturrekord, also unabhängig von der Jahreszeit. Dazu gehörten Basel, Neuenburg, Aarau oder auch der Zürichberg. Das ist also die Bilanz unseres Meteorologen. Und wenn er gerade von Basel spricht, da haben wir mal exemplarisch eine Zahl, was die Hitze mit den Menschen macht. In Basel Stadt und Region musste die Sanität knapp 300 Mal ausrücken. Damit habe man den normalen Tagesdurchschnitt um mehr als die Hälfte überschritten, hieß es. Ja, und öffnen wir den Blick und schauen auf ganz Europa. Die Weltgesundheitsorganisation WHO meldet für die letzten Tage 1300 Hitzetote. Das klingt viel und das ist viel. Oder wie der ETH-Klimaforscher Erich Fischer es ganz generell formulieren würde: Die Hitze hat die größte Anzahl Todesopfer auch in der Schweiz zur Folge. Viel mehr als Hochwasser, viel mehr als Erdrutsche. Und das wird uns auch in Zukunft weiter begleiten. Das ist nichts, was einfach wieder so weggeht, sagt Christian von Burg. Den SRF-Wissenschaftsredaktor habe ich mir für diese Folge mal an die Seite geholt, denn er hat wahnsinnig viel Wissen bei diesem Thema, war schon an jeglichen Klimakonferenzen und hat mit etlichen Fachleuten gesprochen. Und er sagt: Ja, es wird leider noch mehr Hitzewellen geben, also insgesamt mehr Hitzewellen pro Jahr. Leider ist das, was wir jetzt erlebt haben, das ist nicht das neue Normal. Wir steuern derzeit auf eine Welt zu, die sich insgesamt um 3 Grad erwärmt. Und wenn es tatsächlich so weit kommt, dann werden wir zum Beispiel in Basel im Durchschnitt statt 14 Hitzetage wie die letzten 30 Jahre 30 bis 50 Hitzetage haben, also 2 bis 3 Mal mehr. Und auch die Extremtemperaturen, die werden nochmals deutlich steigen auf bis zu 45 Grad. All das zeigen die neuesten Klimaprognosen der ETH und von Meteo Schweiz. 45 Grad. Letzte Woche, wir wissen das alle, hatten wir zum Teil 35 Grad. Eine weitere schlechte Nachricht: Europa ist mit am stärksten von der Hitze betroffen, das sagt der ETH-Forscher Erich Fischer. Die Entwicklung zeigt, dass es einen sehr starken Trend gibt in der Hitze, auch in der Schweiz. Westeuropa ist der Hotspot, die Zunahme ist am stärksten. Wir haben 5 bis 6 Mal so viele Hitzetage, so Tage mit über 30 Grad. Wir haben deutlich mehr Nächte, in denen das Thermometer nie unter 20 Grad fällt. Da gibt es einen ganz klaren Trend. Die wärmsten Nächte sind 4,5 Grad wärmer
geworden seit Anfangs 20. Jahrhundert. Zu dieser Zeit wurden unsere Gebäude gebaut und sie sind jetzt nicht mehr fit für die heutigen Bedingungen. Interessanter Fakt ganz kurz an dieser Stelle. Europa ist deshalb unter anderem so stark betroffen, weil der Feinstaub die Erwärmung lange quasi verschleiert hat. Seitdem wir aber weniger Feinstaub in der Luft haben, was ja an sich was Positives ist, trifft uns auch die Erderwärmung stärker, sagt Fischer. Ja, wir müssen also was tun und da gibt's 2 große Hebel. Wer weiß es? Ja, die einen haben es vermutet, Klimaschutz und Hitzeschutz. Was ist wichtiger, Christian von Burg? Beides ist wichtig. Es ist unterdessen an den Hitzetagen so heiß, dass es fahrlässig wäre, wenn wir uns nicht anpassen würden, wenn wir nichts tun würden in dieser Hinsicht. Aber gleichzeitig ist die Klimaerwärmung natürlich der Grund für diese Erhitzung. Sprich, wir müssen das Verbrennen von Öl in unseren Autos und Heizungen stoppen. Wir müssen mit weniger Beton und Eisen bauen und unser Ernährungsverhalten ändern. All diese Dinge müssen wir tun und gleichzeitig auch den weniger entwickelten Ländern dabei helfen, diese Ziele auch zu erreichen. Wenn wir das alles nicht tun, dann wird die Hitze weiter ansteigen. Um noch mal kurz beim Klimaschutz zu bleiben, nachher möchte ich gerne auf den Hitzeschutz kommen. Wie sind wir denn da unterwegs? Ungenügend, weltweit, aber insbesondere auch in der Schweiz. Wir sind drauf und dran, die selbst gesteckten Klimaziele zu verfehlen. Und statt im Inland Vollgas zu geben, versuchen wir im Ausland CO2 zu kompensieren, um selber mehr ausstoßen zu dürfen. Das funktioniert aber im Ausland viel schlechter als geplant. Wir werden auch da absehbar unsere Ziele nicht erreichen. Der schneller wirkende Hebel als der Klimaschutz ist der Hitzeschutz. Und darum wollen wir heute in dieser Folge darauf fokussieren. Und die Schweiz ist da nicht gut unterwegs, sagt ETH-Klimaforscher Fischer. Ich arbeite mit sehr vielen internationalen Forscherinnen und Forschern zusammen. Die sagen, sie hätten oft noch nie so heiß gehabt wie bei uns, weil wir eben nicht darauf gerüstet sind. Unsere Gebäude sind weniger oft gekühlt, sie sind weniger gut isoliert, die Plätze sind weniger begrünt etc. Wir sind oft eigentlich weniger gut vorbereitet als zum Beispiel der Mittelmeerraum. Ja, das ist so. Da hat Erich Fischer recht. Und zwar einfach, weil wir solche Hitzewellen bisher ja kaum gekannt haben. Die Städte sind stark versiegelt. Wir haben wenig Kühlung in den Schulen und in den Privathäusern. Das sind nur etwa 5-10% mit Klimaanlagen. Wir sind insgesamt auch im öffentlichen Verkehr in vielen Fällen wohl noch nicht auf so heiße Temperaturen vorbereitet. Und da wird jetzt einiges in Gang kommen. Wir haben jetzt erlebt, wie hart es ist mit so hohen Temperaturen. Da wird einiges gehen müssen. Da wird einiges gehen müssen. Dachte ich mir am Wochenende übrigens auch, nachdem die Hitze in meiner Wohnung regelrecht dort drin stand und einfach nicht wieder rausgegangen ist. Egal, was ich gemacht habe. Kennt Christian auch. Ich wohne in Basel im dicht bebauten Zentrum und da war es auch nach intensivem Lüften im 3. Stock am Morgen um 7 bereits 31 Grad warm. Wir waren oft im Keller und im Garten in diesen Tagen, aber wenn es so weitergeht, dann müssen wir was tun, wie ganz viele andere in der Schweiz auch. Basler Keller kannte ich bisher nur von der Fasnacht. An dieser Stelle, Christian von Burg, ich hoffe, du hast einen schönen Keller. Klingt ja schon ein bisschen traurig, den Sommer im Keller zu verbringen. Aber gut, ich halte fest. Die Hitze kommt, die Schweiz ist nicht gut darauf vorbereitet und wir müssen was tun. Nur was? Da lohnt ein Blick nach Malaga. Ja, kennen viele nur als Glacisorte, aber Malaga, die Stadt in Andalusien, Südspanien, macht in Sachen Hitzeschutz einiges richtig. Nur mal 2 Beispiele. Die Häuser dort haben hellere Fassaden und kleinere Fenster. Und auch die Straßen sind enger gebaut, da wird dann also mehr Schatten geworfen und es entsteht nicht so viel Wärme. Aber gut, das ist in der Altstadt und die steht ja auch schon ein paar Jährchen. Ich glaube, wir können schon von Malaga lernen. Hellere Häuser zum Beispiel, das ist sicher gut. So wird mehr Sonnenlicht zurückgeworfen. Keine riesigen Glasscheiben mehr gegen Süden. Das dürften Architekten und Bauherrinnen jetzt hoffentlich langsam lernen. Und auch enger bauen. Das macht Sinn bei neuen Siedlungen. Aber wie du gesagt hast, der Großteil unserer Städte und Dörfer ist gebaut. Und da müssen wir mit der bestehenden Bausubstanz weiterarbeiten. Also vor allem besser dämmen gegen Hitze und Kälte. Besser verschatten und kühlen, wo nötig. Und dann müssen wir eine grüne Infrastruktur drumherum bauen. Also Bäume pflanzen, den Asphalt aufreißen, Wasser versickern lassen. Man nennt das auch Schwammstadt.
Du hast es jetzt gerade gesagt, Böden aufreißen, nicht diese großen Fensterfronten. Da kommen mir gerade 2 Beispiele in den Sinn. Ich war am Wochenende unterwegs auf einer neu umgebauten Straße. Da wurde schon viel entsiegelt, aber grundsätzlich ist die ganze Straße, da ist viel Beton, pechschwarz. Und dann bin ich weitergelaufen, ein großes, neu gebautes Haus, riesengroße Fensterfronten. Und ich dachte mir, das ist doch aber eigentlich gar nicht so der richtige Weg. Also setzen wir das, was sinnvoll wäre, respektive sind wir da dran? Also ich teile deine Einschätzung. Da ist vieles noch im Argen und vieles wird, obwohl man es besser wüsste, nach wie vor falsch gemacht. Trotzdem würde ich sagen, zum Teil ja, wir sind zum Teil auf dem richtigen Weg. Viele Städte und Gemeinden sind am Planen und versuchen, die Infrastruktur anzupassen. Es geht halt einfach sehr langsam vorwärts. Es ist eine riesige Aufgabe und es gibt sehr viele Hürden. Viele Hürden, wo denn? Also wo hapert's? So wie ich das einschätze, haben die Behörden die Zeichen der Zeit erkannt und sind auch an vielen Orten wirklich dran. Das habe ich mir von verschiedenen Fachleuten sagen lassen. Aber oft ist es eben gar nicht so einfach, oder? Wir haben überall in den Städten, aber auch in den Agglomerationen Leitungen. Wir können nicht einfach aufreißen und einen Baum pflanzen. In vielen Orten haben wir da Infrastruktur im Boden. Auch wenn wir das Trottoir aufreißen und da Rasenziegel machen, das tönt gut, ist es auch. Aber wenn man an behinderte Menschen denkt, an Menschen, die mit Stöcken unterwegs sind, das wird schnell zum Problem, wenn das nicht eine ebene Fläche ist. Und das Wasser, das wir versickern lassen wollen, gerade das von den Straßen, manchmal aber auch das von den Dächern, ist zum Teil verdreckt. Da müssen wir gucken, wie wir das ins Grundwasser lassen, dieses Wasser. Da muss man Lösungen finden. Dann ist es so auch, dass die öffentliche Hand in den Städten und so zwar einiges machen kann, aber die Privaten, die wollen sich oft nicht reinreden lassen. Wenn ich jetzt einen Steingarten bauen will, der sich massiv erhitzt, aber ich finde das schön, statt einen Baum zu pflanzen, dann kann mir das in den meisten Städten niemand verbieten. Also es gibt sehr, sehr viele Stolpersteine und ich denke, das ist mit der Grund, warum es so langsam vorwärts geht. Das ist für mich so ein bisschen der Aha-Moment. Denn dort, wo man vielleicht denken würde, warum wurde jetzt hier oder da nicht dies oder das gebaut oder irgendwie anders gebaut, das ist eben nicht immer so einfach, wie man sich auf den ersten Blick denken würde. Und dennoch müsste spätestens nach dieser Hitzewelle mehr passieren, sagt unser Wissenschaftsredakteur. Ich denke, man müsste noch heftiger dahinter. Also zum Beispiel das Aufstellen von großen Blumentöpfen wie bei uns in Basel, das hat dann doch seine Grenzen. Man müsste sich hier wirklich auch am Süden orientieren und schauen, was da funktioniert. Da sieht man im Midi große Platanenalleen, große Plätze, die dicht bepackt sind mit Platanen und die Bäume, die verschatten dann die ganzen Plätze und Straßen und das bewirkt wirklich etwas. Man könnte auch die Fassaden besser von unten her begrünen. Das muss nicht unbedingt teuer sein, aber man muss früh dran denken und man muss die Bewässerung rund ums Jahr lösen. Soweit also mal die Maßnahmen, die man hinsichtlich der Infrastruktur treffen könnte. Da gibt es aber noch die Maßnahmen, die unsere Lebensgewohnheiten betreffen. Und da geht ein Experte schon recht weit. Andreas Knie ist das, Mobilitätsforscher. Er hat gegenüber der ARD sehr dezidiert gesagt: Wir müssen unser gesamtes Leben ändern. Wir brauchen mehr Flexibilität. Wir müssen wahrscheinlich die Schulpläne ändern. Wir müssen dann, wenn es kühl ist, dann müssen wir arbeiten und leben können. Dann, wenn es heiß ist, müssen wir mal unsere Gesellschaft, die ja immer auf Produktivität ausgerichtet ist, zur Ruhe kommen lassen. Dort brauchen wir Ruheinseln. Ja, ich denke, es muss in diese Richtung gehen. Es wird wohl eine Mischung sein aus baulichen Anpassungen, Klimaanlagen und eben früher aufstehen und dafür eine längere Mittagspause einlegen. So wie sich die Menschen im Mittelmeerraum das seit jeher in den heißen Phasen eingerichtet haben. Das ist sicher nicht einfach, da muss man vieles umdenken, gerade was Schulstunden angeht oder Meetings, die dann früher angesetzt werden müssen. Aber ich denke, es wäre sinnvoll. Denn, das muss man sich vor Augen halten, die Folgen sind gravierend. Bei solchen Hitzewellen sterben viele Menschen. Wir haben euch die ersten Zahlen vorhin genannt. Diese Temperaturen haben aber auch Folgen für unser Ökosystem und übrigens ebenso auf unsere Wirtschaft. Wir haben dazu mal eine News-Plus-Folge gemacht. Ich stelle euch die in den Beschrieb zu diesem Podcast. Also Christian von Burg, mit Blick auf die kommenden Hitzewellen, und die kommen ja. Ich stelle die Frage, obwohl ich die Antwort schon so ein bisschen weiß. Sind wir gewappnet? Nein, ich würde sagen, wir sind es nicht. Wir sind auf dem Weg, aber sicher nicht am Ziel. Und diese Hitzewelle, die war ein weiterer heftiger Weckruf. Wir müssen uns anpassen, wir müssen uns baulich anpassen, die Städte verändern.
Aber eben nicht nur das, wir müssen vor allem auch das Klima schützen. Das ist abstrakter und das greift auch weniger schnell und direkt. Wir sehen das nicht, aber die Klimaerwärmung ist der Grund für all diese Probleme, über die wir sprechen. Und wenn wir die nicht in den Griff bekommen, dann wird es immer noch heftiger. Klare, deutliche Worte von SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg. An einem Tag, an dem die Hitze nachgelassen hat und es notabene immer noch teils 32 Grad in der Schweiz werden. Und der Hochsommer, der kommt noch. Sommerregen auf deiner Haut. Wir hoffen, ihr kommt gut durch die Wärme. Es gibt ja ab und zu auch noch etwas Abkühlung, wieder ein bisschen Sommerregen, wie heute Morgen. Und wenn ihr gerne mal eine Story hier bei News Plus hören möchtet, eine Vertiefung zu einem aktuellen Thema, schreibt uns an newsplus@srf.ch oder an die Nummer 076 320 1037. Das war News Plus für heute mit Marielle Gigax, Tobias Bühlmann und mir, Susanne Stöckel. Bis zum nächsten Mal. Spürst du das auch? Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.